Herzlich willkommen zur Gesundheit. Wir stürzen uns heute in die Fluten. Schwimmen ist eine der gesündesten Sportarten für Jung und Alt, vorausgesetzt, die Technik stimmt. Und sie weiß ganz genau, worauf es dabei ankommt. Die deutsche Meisterin im Seniorenschwimmen, Maren Pliskova. Mehr als 2000 Medaillen hat sie in den letzten Jahren gewonnen und das trotz kaputter Gelenke. Ich bin früher mal Sportlehrerin gewesen. Alle anderen Sportarten musste ich allmählich lassen, wegen der Arthrose. Und Schwimmen geht eben immer und immer noch. Auch wenn man künstliche Gelenke hat in der Reha, Schwimmen geht immer. Dass das stimmt, beweisen uns diese 6 Senioren. Wiedereinsteiger, die von Maren fit gemacht werden. Was erwarten sie sich vom Training? Schön was im Wasser, dass ich etwas abschauen kann. Das ist ein bisschen mehr dazu lang. Für ihre Seniorengruppe hat sich Maren eine ganz besondere Co-Trainerin gesucht. Die ehemalige Profischwimmerin Nicole Hetzer. Bei den Olympischen Spielen in Sydney und Athen startete die Sportlerin und kam unter die ersten 10. Schwimmen ist mein Element, bei dem ich klein bin. Inhaltsraum, Olympische Spiele und dann sich dafür zu qualifizieren, das ist schon das Größte und dann leicht dabei zu sein. Wow. Was sich die 2 Profis für ihre Schwimmlehrlinge alles ausgedacht haben, das erfahren sie gleich. Zurück im Königspark bei Otto Brunn. Los geht's für die Schwimmschüler mit Aufwärmübungen. Muskeln müssen locker werden, ein bisschen kräftig werden. Sonst steigt das Risiko für Zerrungen. Beim Schwimmen ist vor allem die Schultermuskulatur gefährdet. Wie lange muss man sich denn aufwärmen? Die Leute, die sonst wenig Gymnastik oder Übungen machen, reichen 5 bis 10 Minuten. Bei Profis wie Maren und Nicole dauert die Aufwärmphase ein bisschen länger. Doch danach heißt es ab ins kühle Nass. Hier sind vor allem Koordination und Ausdauer gefragt. Kein Wunder, denn der Widerstand im Wasser ist deutlich höher als der Luftwiderstand. Trotzdem sind alle Bewegungen viel sanfter als an Land. Wasser ist weiches Medium, wo man sich den Abdruck suchen muss. Das ist schon sehr, sehr verletzungsarm und vor allem für ältere Leute unglaublich gut als Element sich fit zu halten. Fit sollten die Schwimmschüler auch sein, denn sie müssen heute noch einen Wettkampf meistern. Beim Schwimmkurs wird's jetzt ernst. Ihre Gruppe zeigt Coach Maren erstmal ein paar Technikübungen. Man muss im Wasser liegen, um den Auftrieb zu spüren, nachher die richtigen Beinbewegungen zu machen. Ich habe mal Schwimmen tut man im Liegen und nicht im Himmel oder Sitzen. Der Auftrieb des Wassers schont die Gelenke und entlastet die Wirbelsäule. Na, wie fühlt es sich an? Das kann man nicht beschreiben, das ist schön, das musst du ausprobieren. Das ist herrlich, ich schwebe. Ganz wichtig, den Kopf ins Wasser nehmen. Normalerweise schwimmen die älteren Menschen so ebenso und das sind die Superspannung. Und deswegen ist es wichtig, ins Wasser auszuatmen. Der Kopf ist das Steuer, das den Körper bewegt. Verstanden. Jetzt heißt es für die Schüler üben, üben, üben. Du brauchst die Arme, du brauchst die Beine, du brauchst die Brustmuskulatur, alles wird beansprucht. Besonders beim Brustschwimmen ist die Technik alles andere als einfach. Die Atmung ist das A und O. Also man muss beim Schub nach vorne den Kopf mit ins Wasser nehmen und dann schön ausatmen, damit man dann beim nächsten Zug wieder Luft holen kann. Hoffentlich geraten die Schwimmlehrlinge Luft so sehr aus der Puste, denn gleich zeigt ihnen Profischwimmerin Nicole, wie man einen echten Kopfsprung ins Wasser macht. Beim Schwimmkurs haben unsere Wiedereinsteiger jetzt ein bisschen Zeit zu entspannen. Hat Ihnen das Training schon etwas gebracht? Meine Stiefel dort durch den See geschwommen, ohne irgendwie aufzupassen, ist die Haltung gut, wir schwimmen nicht und so. Und jetzt habe ich gemerkt, dass mit diesen Sachen, wo ich korrigiert worden bin, dass es nützlich ist. Ein Lernerfolg, da ist die Pause wohl verdient. Was macht denn Profischwimmerin Nicole zur Erholung? Ich unglaublich gerne die Wärme, bin in der Natur, egal ob ich mit Mountainbike oder Skitouren gehen im Winter oder klettern im Sommer, Hauptsache raus in die Natur. Dafür hat sie heute keine Zeit, denn nun heißt es... Ich habe den ganzen Tag trainiert, Techniken beibekommen und jetzt kommt es drauf an. Jetzt, mach mal, ja, wir machen Schwimmen. Ja, ihr seid gefordert, eine ganze Bahn, so schnell ihr könnt. Schwimmstil, egal, aber durchhalten. Habt ihr schon mulmig, ist mir schon zumute, aber ich gebe mein Bestes. Wird schon Spaß, schauen wir mal, was rauskommt. Damit es fair bleibt, kommen die schwächeren Schwimmer in Nicoles Team und die stärkeren zur Seniorenmeisterin. Ob Maren und ihre Truppe tatsächlich eine Chance gegen die zweifache Olympionikin haben? Für das Wettschwimmen wird jetzt noch der Startsprung geübt. Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Die Hände im Vorhalten, noch im Wasser und dann schwimmt der Körper nach. Es kann losgehen. Man ist immer aufgeregt, auch in Altersklasse 75, auf die Plätze. Man gibt alles, was man kann. Jetzt ist nicht nur Schnelligkeit gefragt, sondern auch Willenskraft, vor allem aber starke Nerven. Unsere Seniorenschwimmer können zeigen, was sie heute beim Training von den Profis gelernt haben. Kriegt man denn während des Schwimmens überhaupt noch was von der Außenwelt mit? Man ist schon ganz schön im Tunnel dick und trotzdem, meine Mom, diesen Anfeuerungsflug, den habe ich immer gehört. Showdown beim Wettschwimmen. Maren hat bereits einen ordentlichen Vorsprung. Nun ist die Olympionikin an der Reihe. Ob Nicole die Seniorenmeisterin noch einholen kann, sie gibt alles. Doch es reicht nicht ganz. Maren und ihr Team machen das Rennen. Gleich gibt's für die Sieger noch eine Belohnung. Zum letzten Mal schauen wir zu unserem Schwimmkurs. Na, die haben sich die tapferen Schwimmer nach dem aufreibenden Wettkampf auch verdient. Maren und ihre Wiedereinsteiger haben es geschafft und jetzt raus aus den nassen Badeklamotten. Nach dem Schwimmen ist es wichtig, dass man unter die Dusche geht, sich abduscht, das Chlorwasser von der Haut spült, bisschen vielleicht die Augen noch locker machen und nachher eincremen, damit die Haut wieder ein bisschen Fett kriegt. Zeit für eine kräftige Stärkung. Was hat denn den Schülern heute besonders gut gefallen? Auf einmal konntest du das Wasser dann gleiten, wenn du per Kopfsprung reinspringst und dass ich ein bisschen Brustschwimmen noch dazu gelernt habe. Bis mein ersten Wettkampf geschwommen bin, eine ganze Bahn durchgekaut und noch nie mein Limit geschafft. Auch die Seniorenmeisterin ist mit ihren Schützlingen zufrieden. Auf einmal entwickeln sie Ehrgeiz, wollen was lernen, wollen mithalten, wie in einer Staffel, die man schwimmt oder so. Und das ist das Schöne, wenn